Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf Swiss German Storytime. Für die heutige Episode habe ich mein Lieblingsthema ausgepackt und es geht um Schweizer Geschichte. Genauer gesagt geht es darum, wie die Schweiz entstanden ist. Heute hat die Schweiz 26 Kantone und gehört zu den wohlhabendsten und stabilsten Ländern auf der Welt. Aber das ist natürlich nicht immer so gesehen. Tatsächlich hat die Geschichte der Schweiz mit nur 3 kleinen Talschaften mitten in den Alpen angefangen. Wie ist es also passiert, dass aus diesen 3 kleinen Talschaften ein Staat wie die heutige Schweiz hat werden? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute im Podcast und hoffentlich können wir die Frage auch ein bisschen aufklären. Wie immer, wenn ihr wollt, die Podcast-Episode nachlesen, findet ihr ganz viele Materialien auf meiner Patreon-Seite. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr euch ein bisschen tiefer mit Schweizerdeutsch befassen wollt, habe ich ganz einen coolen Online-Kurs, speziell für Leute, die ganz am Anfang sind. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Und sonst freue ich mich, wenn euch der Podcast gefällt und wünsche euch viel Spass bei dem kleinen Ausflug in die Geschichte der Schweiz. Swiss German Storytime mit dem Thomas. Wie ist die Schweiz entstanden? Von 3 Talschaften zu 26 Kantonen. Die Geschichte fängt im Jahr 1291 an. Zumindest, wenn man den offiziellen Anfang der Schweiz meint. Dazumal haben sich die 3 Talschaften Uri, Schwyz und Unterwalden zu einem Schutzbündnis zusammengeschlossen. Eine Talschaft ist übrigens ein Gebiet rund um ein Tal herum. Also eine kleine Region mit mehreren Dörfern und Siedlungen und nicht nur ein einziges Dorf. Aus dem Bündnis hat sich über die Zeit die Eidgenossenschaft entwickelt, wo heute als einer der wichtigsten Ausgangspunkte der Schweizer Geschichte gilt. Der berühmte Bundesbrief von 1291 existiert übrigens noch heute und wird im Bundesbriefmuseum der Schweiz aufbewahrt. Es gilt als eines der wichtigsten historischen Dokumente der Schweiz. Übrigens stammt auch der Name Eidgenossenschaft aus dieser Zeit. Denn der Name Schwyz hat es dazumal noch gar nicht gegeben. Der Begriff hat sich erst später aus dem Namen Schwyz, einem der 3 Urkantone, entwickelt. Am Anfang hat man viel mehr von Eidgenossen oder Eidgenossenschaft geredet. Ein Eid ist ein feierliches Versprechen oder ein Schwur. Genossen sind Menschen, die sich zusammengeschlossen haben. Eine Eidgenossenschaft ist also eine Gemeinschaft von Menschen oder Orten, die sich gegenseitig einen Eid geleistet und versprochen haben, einander zu unterstützen. Darum redet man heute häufig von der alten Eidgenossenschaft, wenn die Schweiz vor dem modernen Bundesstaat von 1848 gemeint ist. Wichtig ist aber, die Leute wollten zu dieser Zeit noch keinen neuen Staat gründen. Sie wollten sich vor allem gegenseitig unterstützen und ihre Rechte schützen. Kurz nach dem Tod vom deutschen König Rudolf von Habsburg hat Unsicherheit geherrscht und die Bewohner der 3 Talschaften wollten verhindern, dass fremde Herrscher zu viel Einfluss auf ihre Region bekommen haben. Also hat dazumal eine Vereinigung von 3 Orten bestanden: Uri, Schwyz und Onderwalden. Zürich, Bern oder Luzern hat es natürlich dazumal schon gegeben, haben aber nicht dazugehört. Das Bündnis hat in der kommenden Zeit gut funktioniert und hat sich mehr und mehr umgesprochen. Immer mehr Orte haben erkannt, dass eine Zusammenarbeit Vorteil bringen konnte. Gemeinsam hat man sich besser verteidigen, hat wichtige Handelswege sichern und hat auch politische Interessen leichter durchsetzen. Aber natürlich ist das nicht ohne Widerstand passiert. Einer der grössten Gegner der frühen Eidgenossen sind die Habsburger. Das mächtige Adelsgeschlecht hat seinen Einfluss in der Zentralschweiz ausbauen. Immer wieder ist es darum zu Konflikten und später auch zu bekannten Schlachten gekommen. Vor allem die Siege bei Morgarten 1315 und Sempach 1386 haben das Bündnis gestärkt und dazu geführt, dass sich weitere Orte der Eidgenossenschaft angeschlossen haben. So hat sich zuerst Luzern am Bündnis angeschlossen. Wenig später sind dann Zürich, Glarus, Zug und schlussendlich auch Bern gefolgt. Damit hat die Eidgenossenschaft schon aus 8 Orten bestanden und man redet darum auch von den 8 alten Orten.
Aber man darf sich die Schweiz von dazumal nicht wie der heutige Staat vorstellen. Jeder Ort hat seine eigenen Gesetze, seine eigene Regierung gehabt und natürlich auch immer noch seine ganz eigenen Interessen. Es hat keine gemeinsame Hauptstadt gegeben und auch keine gemeinsame Regierung. Man kann sagen, dass die Eidgenossenschaft wie ein Netzwerk von verschiedenen Bündnissen war. In den folgenden Jahrhunderten ist das Bündnis langsam weiter gewachsen. Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen und Appenzell sind dazugekommen. Im Jahr 1513 hat die Eidgenossenschaft aus 13 Orten bestanden. Und diese Zahl ist nachher für fast 300 Jahre unverändert geblieben. Obwohl sich Europa in dieser Zeit stark verändert hat, ist die alte Eidgenossenschaft weiterhin aus genau diesen 13 Orten zusammengesetzt gewesen. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist wieder Bewegung in die Geschichte gekommen. Im Jahr 1798 sind französische Truppen unter dem Napoleon in die Schweiz einmarschiert. Die alte Eidgenossenschaft ist aufgelöst und durch die Helvetische Republik ersetzt worden, wo im Gegensatz zu der alten Eidgenossenschaft viel zentraler organisiert war, jedoch nicht lange existiert hat. Und gleich sind ein paar Neuerungen bestehen geblieben. Mehrere Gebiete, die vorher von anderen Orten verwaltet worden sind, haben mehr Eigenständigkeit bekommen. Daraus sind später unter anderem Kantone Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt und St. Gallen entstanden. Der nächste grosse Wendepunkt ist im Jahr 1848 gefolgt. Nach dem Sonderbundskrieg, das war ein kurzer Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Kantonen und der letzte Bürgerkrieg auf Schweizer Boden, hat die Schweiz ihre erste Bundesverfassung bekommen und ist zum modernen Bundesstaat geworden. Viele Historiker sagen darum sogar, dass die heutige Schweiz eigentlich erst 1848 entstanden ist. Von da an hat es eine gemeinsame Bundesregierung, ein Parlament und gemeinsame Regeln gegeben, die für das ganze Land gegolten haben. Doch auch damit ist die Geschichte der Kantone noch nicht zu Ende. Der jüngste Kanton der Schweiz ist nämlich der Kanton Jura. Bis 1979 hat das Gebiet zum Kanton Bern gehört. Nach mehreren Volksabstimmungen haben sich die Menschen dort für einen eigenen Kanton entschieden. Seitdem besteht die Schweiz aus 26 Kantonen. Kaum zu glauben, wenn man die heutige Schweiz anschaut, dass all das einmal mit nur 3 kleinen Talschaften in den Alpen angefangen hat. Die Schweiz ist nicht auf einen Schlag entstanden, sondern eher stückchenweise. Durch Zusammenarbeit, Bündnis und der Wille, immer wieder gemeinsam Lösungen zu finden. Ja, und da wäre ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Schweiz gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist interessant gesehen. Ist natürlich sehr an der Oberfläche. Ich habe probiert, alle wichtigsten Perioden ein bisschen abzudecken. Natürlich könnte man da noch viel mehr ins Detail gehen. Und vielleicht mache ich das auch in einem der nächsten Episoden. Lasst mich wissen, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt oder eine Idee, wann ihr als nächstes könnt, abdecken oder als nächstes könnt als Thema nehmen für eine Episode. Ich habe schon ein paar Sachen auf meiner Liste, aber ich freue mich immer über neue Inputs von euch, wenn ihr irgendetwas gerne möchtet hören. Auf jeden Fall danke vielmals, dass ihr immer meine Podcasts, meine Videos hört und schaut. Ich freue mich sehr, dass ihr meiner Arbeit hier mit Schweizerdeutsch folgt und dass euch das auch gefällt. Merci vielmals. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.